Ja, Grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Leute, ein ganz herzliches Merci. Wirklich aus tiefstem Herzen. Vielen lieben Dank für die ganzen netten Kommentare unter meinem Community-Post und auch unter dem letzten Video. Was jetzt, aus der Sicht das vorletzte ist. Ich habe gestern 2 aufgenommen. Vielen lieben Dank. Meine Mulle hat sich auch sehr darüber gefreut, dass ich bin überwältigt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so viele Leute sich dann die Zeit nehmen und da wirklich sehr nette Worte finden, die sie da drunter posten. Danke sehr. Genau. So viel dazu. Wir sind immer noch in diesem schon wieder relativ langen League. Ich habe am Ende, also nach Ende des letzten Videos, hier nochmal bis zu der Stelle durchgehört, wo jetzt wieder irgendwas passiert. Davor war wieder bloß grob gedattelt. Das heißt hier irgendwie selbst ist der Mann oder so, keine Ahnung. Ja, sowas in der Richtung. Ich habe hier am zweiten Bildschirm habe ich die Timeline stehen. Wir werden es rausfinden. Es verspricht wieder widerlich zu werden. Schandtat des Tages. Ich habe mir überlegt, wie ich es YouTube happengerecht ausdrücken kann, damit man YouTube nicht die Prügeln ausschmeißt. Die Schandtat des Tages ist die Hollandaise-Kost Aussage. Ihr wisst schon, was nicht eine nice Sache wäre. Das ist ein bisschen ein Thema. Die Aussage an sich. Versteht's nicht falsch, hört's mir erstmal zu. Die Aussage an sich wäre so dramatisch gar nicht gewesen. Ne? Die ist Panne und dumm. Aber in dem Rahmen muss man halt schon leider sagen, der Mann ist halt ein 58er, der auf der Dulli-Schule versagt hat. Natürlich höchstgradig ungebildet. Und natürlich weiß der nicht, was das ist. Ja? Aber dann hätte man, ja, ich finde den Umgang damit, finde ich fragwürdig danach. Ne? Nachdem er aufgeklärt wurde, nachdem er gewusst hat, was er da eigentlich gesagt hat, dass dann die Ausredenflut gekommen ist. Dieses ganze Bullshit-Gelabere. Ne? Er kriegt, damals, das war wirklich in sehr frühen Zeiten noch, er kriegt sowas in seinen Chat geschrieben. Ne? Trifft dann diese Aussage von wegen wäre mal wieder eine nice Sache. Weil er im Kopf gedacht hat, oh scheiße, das habe ich schon irgendwo mal gehört. Offensichtlich ist das was man wissen sollte, wenn man ein bisschen Grundbildung hat. Ne? Grundwissen sollte da sein soweit. Beim erwachsenen Mann, gerade aus Deutschland. Oh scheiße, ich weiß nicht, was das ist. Hauen wir mal einfach raus. Ne? Vielleicht hat er es noch von irgendwelchen Metal-Songs oder sowas. Da gibt es ja auch einige, die das zum Thema haben. Sabaton hört er ja auch gerne und so. Vielleicht hat er sich da gedacht, nein, das ist sicher was Gutes. Ne? Er hat 50-50 Chance gehabt. Und ja, tun wir mal so, als wüssten wir, was es bedeutet. Bis dahin ist halt dumm. Aber wäre verzeihbar. Wenn man dann danach hingehen würde und sagt, okay, Leute, ja, da gestern im Stream, ne, habe ich ja wegen Scheiße gelabert. Ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin ungebildeter Fettsack. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Und ich wollte mir die Blöße nicht geben, nachzufragen, worum es sich dabei handelt. Und dann habe ich halt eine dumme Aussage getroffen. Inzwischen weiß ich es besser. Es tut mir leid. Und ja, tut mir leid, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen. Fertig. Ende. Der Kas wäre Bissen gewesen. Aber nicht so unser Rainer. Nein. Reini zieht die ganz großen Geschütze auf. Erst hat er behauptet, hat er nie behauptet, hat er nie gesagt. Dann hat er gesagt, er
was hat er noch? Also, es waren 1000 Ausreden. Ich glaube, als der aufgepumpte Dulli da bei ihm war, wie heißt er denn gleich nochmal? Kevin Walters, hat er dann behauptet, er hätte glaubt, das wäre Hiroshima gewesen, um das es da geht, und hat das verwechselt. Das ist auch, keine Ahnung, nicht, das macht es nicht besser. Das ist den einen Massenmord mit dem anderen Massenmord verwechselt. Ne? Also, was er nicht alles behauptet hat. Es wäre ganz klar Sarkasmus gewesen, war auch noch eine seiner Aussagen. Ne? Was ihn natürlich beißt mit, dass er es verwechselt hat. Ne? Also wenn er hat es ja eigentlich, hat er gedacht, es wäre was Harmloses und hat es dann verwechselt. Also das Harmlose in seinen Augen, Hiroshima, hat es verwechselt, aber das beißt sich ja wiederum mit, es wäre Sarkasmus gewesen. Weil wenn ich Sarkasmus nutze, dann weiß ich ja, was ich eigentlich meine. Ne? Also der ganze Umgang war Arsch. Und es zeigt einfach mal wieder, wie dieser Mann unfähig ist, auch nur im geringsten Fehler einzusehen, und wenn sie noch so offensichtlich sind. Weil er ist das höchste Wesen und er macht keine Fehler. Gut, dann schauen wir mal. 6:30 ist die Reaction. Muss ich mir merken. Ne? Gut. Wir gehen hier weiter rein in die Nummer. Dann brauche ich nur noch sagen, hier, hockt euch her, Samamira. Reißt euch Häube auf. Mir gingen einer in Ding. Den dann machen wir weg. Genau, da sind wir. Wir haben dann gleich Ärzte und alles. Ja. Musste dich halt irgendwie so lange beschäftigen. Musste dich heute Nacht halt leider mit dir allein beschäftigen. Tut mir leid. Dafür mache ich es morgen wieder mit extra viel gut. Es fängt schon wieder brechreizerzeugend an. Also, Rainer, zum einen, ich glaube, der Frau ist es deutlich lieber, sich mit sich selbst zu beschäftigen, als mit dir. Und zum zweiten geht es dich überhaupt nichts an. Womit sich die liebe Dame, die du praktisch nicht kennst, die du in deinem Discord da hast, des Nachts beschäftigt. Es ist ekelhaft und übergriffig und du solltest dich schämen. Extra viel von der Sahne der Liebe. Oh, ich speib gleich her. Oh, Gott sei Dank habe ich heute noch nichts gefrühstückt, ey. Oh, na. Oh. Vor allem, ich hab ja Bilder gesehen, ne? Ach ja, damals auf dem Discord, so, wo keine What's I'm not safe for work Ding, aber ne, ja, irgendjemand hat was gepostet, draufgeklickt. Da war er. Ja, extra viel, weiß ich nicht. Okay, aber da musst du schon dein Wort halten, ja? Hast du eine Ahnung? Ja, hast du eine Ahnung? Der Rainer hat noch nie sein Wort gehalten. Noch nie hat er sein Wort gehalten. Okay. Oh, das war gestern Abend so krank. So, was war da? Weiß nicht, ob... Ja, merkt ihr? Ja, das ist wieder, da wird jetzt wieder die nächste Lüge zusammengerendert. Also, oder er erzählt dann die Lügengeschichte, die er am Vorabend dem anderen Bärchen erzählt hat, hier dem Bärchen nochmal. Eins davon, entweder ist eine neue Lügengeschichte oder es ist die andere Bärchen erzählten Lügegeschichte nochmal überarbeitet. Ne? Dann hat man nochmal drüber rendern lassen über Nacht und dann sind einem noch ganz tolle Details eingefallen, die wir da noch reinbasteln können. Ob ich das erzählen soll? Ja, wahrscheinlich ist es nicht, Renner. Ich weiß noch nicht, wie du darauf reagierst. Und ich will halt nicht immer so extrem auf das Sexuelle eingehen, aber ich glaube... Ja, Renner, warum machst du das dann? Wenn du das nicht willst, warum machst du das? Wir haben das im letzten und im vorletzten Video schon etabliert. Du lenkst doch immer wieder auf dieses Thema. Du bist doch derjenige, der hergeht und immer und immer und immer wieder hier dieses Thema auf den Tisch legt. Aber nee, er will er überhaupt nicht. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass er perverser ist, der anderen Leuten ungefragt seine sexuellen Neigungen unter die Nase reiben will.
Den Eindruck wollen wir einfach nicht erwecken. Das ist nicht so dein Ding, oder? Also ich habe kein Problem damit. Naja, ich habe halt gestern Abend so ein bisschen an mir rumgefummelt und Wie jeden Abend, Rainer. mir dabei ein Ja, und jeden Morgen und mittags. Porno angeschaut und Oh ja, das war ganz was Neues, Rainer. Das ist ja mal, also das sind Neuigkeiten. Ich schreibe es mal gleich in mein Tagebuch. Liebes Tagebuch. Heute ist etwas Bahnbrechendes geschehen. Rainer Winkler, die Tugend in Person, hat es tatsächlich vollbracht, sich ausnahmsweise zur Selbstbefleckung einen Erotikfilm anzuschauen. Was höchstwahrscheinlich einen sehr niveauvollen Film, ne, in dem alle Beteiligten freiwillig mitgemacht haben. Ne? Was anderes kommt beim Rainer nicht ins Haus. war halt ein ziemlich heftiges Ende. Ja. Ein Leben voller Enttäuschungen hat mich auf diesen Moment vorbereitet. Okay, wie ging das? Ziemlich, naja, es war sehr, sehr viel. Im Übrigen, ich konzentriere mich jetzt darauf, dass Reini gut eingepegelt ist. Sie ist extrem leise, aber ihr komisches Sperrgelutsche braucht man ja dann auch nicht unbedingt zum Verständnis der Reaction. Ja, okay, gut. Wohl so lange nicht mehr gemacht extrem. oder warum so viel? Und war halt auch extrem, generell auch ein extremes Gefühl und so. Nee, eigentlich mache ich das. Ja, ihr müsst ja wissen, Rainer, das ist praktisch ein wandelndes Feuerwehrauto. Ne? Da kommt's raus. Literweise. Regelmäßig. Ich habe gestern tatsächlich sogar 3-mal. Oh, okay. 3-mal. Ja, das ist bei mir tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Leute, alle einmal Applaus. Einmal Applaus in Rainer. Wir haben was gefunden, was er kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay. Kenne ich gar nicht. Ja, es gibt tatsächlich einige Männer, die irgendwie nicht so oft können, keine Ahnung. Bei mir ist das ganz... Ja, es gibt halt Leute, die vielleicht auch nochmal andere Dinge tun. Also die zwischendurch aber ihr Gehirn benutzen. Ne? Da braucht man dann auch Blut. Die andere Dinge tun, außer permanent sich da am Maulwurf zupfen. Ne? Normal eigentlich, 2-3-mal. Na, wenn du dich damit wohlfühlst, dann kann es ja nur gut sein, würde ich mal sagen. Na, jeden Tag mache ich das jetzt auch nicht so, aber ich habe halt gestern extrem viel an meinem Buch geschrieben und so. Und Rainer, der Wettwichser vom Schauerberg. Er ist wieder in Wettkampfstimmung. Ne? Die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Wer ist der größte Wichser? Aber in der Weltmeisterschaft, da kommst du mit 3-mal nicht weiter. Da musst du schon mindestens 5-mal am Tag kennen. Halt dein Maul. Und viel gemacht und keine Ahnung. Ist das Buch so Und anmachend oder wie? naja, es ist halt, also ich habe gestern Annie, warum sage ich immer Annie? Ich habe es gestern Zoe erzählt. Okay. Und ja, ist halt die Dark Romance, ne? Also ich habe halt da ewig und... Ja, Dark Romance. Und im Übrigen, ja, ich hatte recht. Er hat es gestern, Annie oder wie sie nicht heißt, Zoe, Puppi, Fluppi, Tirik und Track hat das gestern schon erzählt. Und ne, weil sie ja leider Gottes nicht in den Genuss gekommen ist, seine geistigen Ergüsse zu lauschen, kriegt sie es jetzt nochmal brühwarm serviert. 3 Tage dran geschrieben gestern und habe halt gestern dann von Ich lese hier gerade an der Seite, hier in der Timeline, hier sind wir jetzt bei wieder Buchplot der Jäger. Das geht jetzt eine Viertelstunde so weiter. Ich mache mal kurz nochmal hier die Pausenummer in doppelter Geschwindigkeit. Wenn er jetzt OG denselben Scheißdreck nochmal verzapft, sehe ich den Wert nicht drin, dass ich das im Video lasse. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, also es war OG, derselbe Schissel, den er schon mal dem anderen Bärchen erzählt hat mit seiner Jägergeschichte.
Haben wir gut übersprungen, ne? Das ist gut weiter. Braucht kein Mensch ein zweites Mal. Ne? Ich bin jetzt kurz vor Ende von der Nummer wieder eingestiegen. Der nächste Ding ab 2 Minuten, 1 Stunde, 2 Minuten 30 heißt Gewitter in Zobes Berlin. Ne? Nehmen ihn sich. Und Alter, Alter, jetzt haut's auf einen Schlag richtig heftig runter. Wow, krass. Das kann sein, dass du gleich Donner und so weiter hörst. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Warte mal. Hallo? Hallo? Ist da jemand da? Ist jemand zu Hause? Hörst du mich? Ach, ich hab mein Mikro leiser gemacht, lol. Ich Idiot bin an mein, ich Idiot bin an mein, ich bin Idiot. Ich habe ja so ein Headset, mit dem ich meine Stimme lauter machen und leiser machen kann. So, legen wir uns mal hin, weil ich bräuchte dringend Erholung. Sehr schön, mach dich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, man hört das Bärchen jetzt gar nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber ist ja auch relativ wurscht. Auf jeden Fall, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, da hat sich halt erst der eine, hat ihn erst der eine gefickt, dann hat ihn der andere gefickt und zum Schluss hat dann der dritte. Und jetzt? Ja, das ist das richtige Haus, du stehst neben mir. Und Achso, jetzt geht's weiter mit dem Buchplot hier. Na, das machen wir. Ey, komm, ich gehe jetzt hier auf 1 Stunde 8 Minuten 30. Warum wird dem so warm beim Erzählen? Ich höre mir jetzt den Jäger-Bullshit nicht nochmal an. Und er schaut ihr halt zu dabei und sie sagt dann halt sowas wie, ja, du weißt, ne, wenn sie dich jetzt wieder nehmen, dann wirst du direkt wieder schwanger. So. Und dann sagt sie so, ja, aber das ist ihr mittlerweile egal, sie muss sich halten, sie braucht es. Und dann kommen halt die Goblins, sehen das halt und gehen halt so grinsend zu ihr und sie geht dann her und winkt die halt zu sich, macht die Beine breit und will halt unbedingt die haben. Und dann nehmen sie. Parallel dazu gehen sie halt auch zu ihm. Die andere, die ja kurz zuvor erst ihr Kind bekommen hat, lassen sie noch außen vor, weil er ein bisschen Rücksicht nehmen. Es ist, es hört nicht auf. Warum hört es nicht auf? Warum kann ich so weit vorspulen, wie ich will und es hört und hört einfach nicht auf? Oh, hier, nochmal Pause. Ich fasse euch den Plot dann zusammen. In irgendwas, was nicht eine halbe Stunde dauert. So, ich hoffe, dass wir jetzt am Ende der Goblin-Nummer sind. Ne? Es war dieselbe Story. Es wurde oft betont, dass ja die Goblins gar nicht böse sind. Das ist halt Teil ihrer Kultur. Und weil die das auch untereinander machen, ne, ist es gar nicht schlimm. Und dann ist die klassische Stockholm-Syndrom-Nummern, die er da wieder reinballert. Ne? Wenn sie dann irgendwann begriffen haben, dass es das Beste für sie ist und dass es ganz toll ist mit den Goblins, dann dürfen sie sich frei bewegen, werfen alle 4 Wochen irgendwie so ein Goblin-Kind und oh Gott, das schön ist. Ja. Ja. Kranker Bullshit. Mit dem Gedanken steigen wir jetzt hier in das letzte bisschen hier ein. Ich habe euch eine besonders schöne Stelle rausgesucht. Und übrigens sind wir fertig. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich Schafe organisieren kann. Ich muss jetzt. Sorry, den konnte man nicht verkneifen. Das mal überlegen. Weißt du, wo es Schafe gegeben hat? Ich überlege gerade. War das in Skaugi? Ich brauche erstmal was zu essen und dann latsche ich mal los. Ja. Story of your life, nur dass du nie loslatschst. Der Drache geht, ist dann immer wieder ausgefallen. Der Drache geht, ist häufiger ausgefallen als der Dragon Monday. Wenn du im Januar, große Content-Offensive, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, gute alte Zeit, wo jeden Dezember ist die große Content-Offensive für nächstes Jahr angesagt worden. Jedes Mal war es dieselbe Story. Nächstes Jahr ist das Jahr des Drachen. Dann zieht er richtig durch. Dann kommen regelmäßig Formate hin und her, bla bla bla. Und dann hat er bis Ende des Jahres 1 Million Abonnenten und so ein Scheiß, ne? Übliche Hirngespinst, dass er sich dann da im Dezember jedes Jahr durchs Ogerstübchen gejagt hat. Und da war halt auch einmal wieder dabei, so, ja, er nimmt ab. Abnehmen will er. Drache geht 2-mal die Woche. Geht er und nimmt die Leute mit, wieder Livestreamende oder macht er Video dabei. Na, Problem,
an dem Tag, wo er Drache geht machen wollte, war leider Wetterscheiße, weil er das natürlich für den Januar angekündigt hat, dass losgegangen ist. Nee, jetzt ist zu kalt und dieses und jenes und alle 5 Sekunden eine neue Ausrede. Ich spoilere euch, aber Drache ging nicht, ging nie, er blieb sitzen, wo er war. Und das ist hier, ne? Habe ich überhaupt genug Kohle? Nee. Okay, weißt du was? Das ist auch sehr autobiografisch, Rainer. Wir machen es so. Ich esse jetzt was und dann gehe ich erstmal und hole Eisenerz. Oder haben wir genug, um Ding herzustellen? Was zum Handeln? Ding herstellen ist immer wichtig. Stehst du die ganze Zeit rum, sag mal, spielst du eigentlich oder lässt du mich alles alleine machen hier? Kurz, weißt du? Kurz. Okay. Root, Rainer? Den ganzen Tag standest du jetzt darum. Der Tag ist schon fast wieder vorbei. Auf jeden Fall. Kackt er jetzt das Bärchen an, dass sie in dem Spiel nicht genug mal locht, oder? Das kannst du dir ausdenken. Kackt das Bärchen an, dass die nicht genug mal locht in dem Game. Oh. Sehr charmant, Rainer. Ey, mit der Taktik auf jeden Fall, da wird's was mit der Entjungferung. Ich glaube fest daran, Rainer. Einfach mal aus heiterem Himmel ankacken, die Leute. So. Genau, nachdem sie dann freigekommen ist, kurz darauf kommt dann auch die andere frei. Und der Jäger, der gerade speziell an dieser zweiten sehr großes Interesse hat und sie an ihm, sie kommt dann immer wieder zu ihm, bringt ihm auch dann Lebensmittel und so weiter, also das Essen halt, die kriegen ja auch Essen, kriegen auch genug zu essen. Wie gesagt, die behandeln ihre Gefangenen an sich nicht schlecht, von der Gewaltigung vielleicht abgesehen. Und Ich kann das nicht mehr. Leute, das ist ein Satz, der nicht oft geäußert werden kann. Aber die behandeln die eigentlich ganz gut so. Auf Vergewaltigung. Ne? Ja, dann. Das ist ja alles in Ordnung, Rainer. Da kann man ja auch nichts mehr dagegen sagen. Oh, Leute. Warum tut er mir das an? Ey, halt das nimmer aus. wobei es auch Ausnahmen gibt, aber das liegt dann wiederum an den individuellen Personen, die sich dann entsprechend denen gegenüber verhalten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Es läuft auf jeden Fall auf lange Sicht darauf hinaus, dass er halt dann wirklich sehr stark Dass er das Interesse an ihr hat und auch sich öfter auf sie anfängt, einen runterzuholen. Tolle, Rainer, super. Absolut, ey, Gold Standard Storytelling, Rainer. Lass das überspringen, wir gehen in den nächsten League. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, wir sind jetzt im nächsten Video. Er erzählt einfach weiter über Goblins, Digga. Was soll ich sagen? Die ersten 6 Minuten heißen ja auch schon wieder Goblin Storytime. Egal, dann gehen wir da jetzt durch. Ne? Dann ist es das jetzt. Dann ist das jetzt mein Leben. Dann hören wir uns das jetzt aber miteinander an. Metallica. Da fehlt ein T. Auf dem T-Shirt fehlt ein T. Aber es gibt einen speziellen Goblin. Die Goblins sind auch in Hobgoblins und Goblin Lords eingeteilt. Wobei es in ihrem speziellen Lagerfall keinen Goblin Lord gibt. Aber ich dachte, als letzte Mal, wo die Geschichte erzählt hat, hat man doch, um so ein Lager überhaupt zu machen oder eine Siedlung, dass die da einen Goblin Lord brauchen, oder ist es nur nicht die Siedlung? Ich blick nicht mehr durch. es ist auch so, dass die Goblins in ihrem Goblins. Lager Crimson, Rainer. Entschuldigung, aufstoßen. Das wahrscheinlich auch. Es ist so, dass die Goblins in ihrem Lager Sterne. Bleib mal stehen, du Sau. Es ist so, dass die Goblins in ihrem Lager Das hat der Goblin auch gesagt. halt da eben auch dieses Ding haben. Ding? Und Das ist krass, das Goblin-Ding. ganz wichtig an der Stelle vielleicht auch zu erwähnen ist, dass die Das Dir ist extrem wichtig. Ihr unterschätzt es immer, wie wichtig Dir ist.
Ach scheiße, ich brauche die Federn ja für eine Quest. Achso, warte mal, können wir die Quest überhaupt abgeben? Ja. Ja, Ja, wenn du Federn für die Quest brauchst, dann tu sie doch wieder auf die Amazon Battle-Liste. Da hast du deine Indianer-Federn damals ja auch hergehabt. Ihr erinnert euch, die Indianer-Staffel, wo kein Mensch mehr sein wollte und sich mit Kriegsbemalung im Gesicht und Federn in den Haaren in den scheiß Striemen gesetzt hat, ausgeschaut wie ein Depp. Also noch mehr wie ein Depp. Als hättest du, keine Ahnung, Dreijährige aus dem Kindergarten mit Fingerfarben über den herfallen lassen. Also mehr oder weniger ist das, was passiert ist. Aber hey. Doch, die müssten wir abgeben können. Also es ist ja so, dass die Goblins in ihrem Lager dann da sind und ich habe total den Faden verloren. Ja, Rainer, du hattest ihn nie, dann kannst du ihn auch nicht verlieren, Rainer. Und vielleicht ist das ja auch gut, ne, dass er jetzt weg ist, der Faden. Vielleicht kannst du dann auch wieder geistige Kapazitäten freimachen, um andere Dinge zu besprechen. Das ist mir jetzt schon wieder viel zu viel, Goblin Guggel-die-Guck, ne? Also, die haben ihr Lager, genau, und die 2 Frauen sind rausgekommen und so weiter und dürfen dann frei. Und dann gibt es eben den Goblin, den Hauptgoblin, der unter anderem der Anführer des Lagers ist und der mittlerweile auch befreundet ist quasi mit dem Jäger. So, also die beiden verstehen sich sehr, sehr gut und vögeln auch regelmäßig und alles und so weiter. Und dann kommt Natürlich, wie man es halt so macht unter guten Freunden. der Tag, und der Hauptgoblin merkt halt auch immer sehr stark, dass der sich halt auch speziell auf diese Frau immer wieder einen runterholt und so weiter. Und das hat sie. What gave it away? Ist ja jetzt nicht so, dass der sich irgendwie großartig verstecken kann. Der ist ja eingesperrt anscheinend, ne? Weil der Hauptgoblin, der hat das schon gemerkt. Also, dass der da in der Ecke sitzt und Mütze Glatze spielt 2 Meter neben ihm. Ach ja, ein verdammter Detektiv, dieser Hobgoblin. Der Sex geil ist mittlerweile, weil das wie gesagt auch auf ihn Auswirkungen hat, da dieses ganze Umfeld und alles. Und es läuft am Ende darauf hinaus, dass dann eines Tages der Haupt zu ihm kommt, sich von ihm ficken lässt, weil das machen sie ja auch, also die ficken nicht nur, die lassen sich auch ficken von ihm, weil sie halt gerade auch mal lustig drauf sind und keine Ahnung. Und genau, und die lassen sich halt von dem auch gerne ficken. Ja, du erwähntest es jetzt 5-mal. So, und dann machen die das halt so, die 2 Vögel miteinander, der Goblin und der Jäger. Und das Ende vom Lied ist dann, dass. Ganz ehrlich, man müsste diese 2 Minuten, ne, ein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn er Ficken oder Vögeln sagt, an kurzen, das überlebt kein Mensch. 2 Minuten Exitus. Der Jäger von dem Goblin halt plötzlich auch, der schaut sich nochmal zu ihm um, als er geht. Und der Goblin schubst dann offensichtlich das Tor auf, so also die Tür, so im Sinne von, sie ist offen, du kannst raus. Ja, und das macht er dann auch, geht dann auch raus. Und das Erste, was er macht, nachdem er dann quasi am Lager außen am Feuer ist, er sieht dann halt, wie die beiden Frauen von den Goblins gerade gevögelt werden und mit ihnen vögeln, was sie natürlich auch gleich wieder scharf macht. Und natürlich, selbstverständlich. Ne? Bisher alles absolut nachvollziehbar. Ne? Es ist absolut nachvollziehbar, was er da schwadroniert. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das ist ja wieder höchstgradiger Horse-Shit, was hier produziert ist. Es ist mehr oder weniger, ist das alles Goblin-Blabla, unterbrochen mit Gezocke, wenn ich das hier richtig lese. sorgt dann dafür, dass er halt ein bisschen zuguckt und sich dabei ein bisschen reibt. Und als sie dann von den Goblins ordentlich genommen wurde, also gerade die Nika, das ist die zweite. Ja, komm, ich mache wieder Pause. Ich kann mir die Scheiße nicht anhören. Oh, Leute. Das war jetzt echt ein bisschen Matsch. Ich hab jetzt den ganzen Shit in 2-facher Geschwindigkeit durchgehört. Es ist dieselbe Nummer. Er hat dann jetzt noch hier mit diesem Königskind-Bullshit erzählt. Das hatten wir auch alles schon. Dass die Königin, die dann in die Siedlung von den Goblins kommt und dann 10 Jahre lang hier die Geburtsmaschine für den Goblin-Lord macht. Und nach 10 Jahren kommt sie dann zurück in ihr Königreich. Ja, und in dem Königreich haben alle däumchendrehend gewartet, bis sie wiederkommt. Das ist natürlich 10 Jahre lang. Haben wir gedacht, ja, die wird dann schon wieder irgendwann kommen. Ne? Der König hat sich natürlich nicht in 10 Jahren gedacht, okay, vielleicht, weiß nicht, da sollte man immer um einen Erben kümmern. So, ich glaube, die Alte kommt nicht mehr wieder.
Ich nehme jetzt eine neue. Nein, die haben alle brav gewartet, dann ist sie gekommen, alle waren froh und dann war sie aber irgendwie vom Goblin Lord schwanger und dann hätten sie umbringen wollen, sie ist dann aber geflohen und wieder zurückgegangen zu den Goblins und die Moral von der Geschichte ist, die Goblins waren dann doch die besseren Menschen, ne? Weil die haben sie wenigstens mit Respekt behandelt, also bis jetzt auf diese ganzen Vergewaltigungsnummern, aber ansonsten sind es die besseren Leute, weil die eigentlichen Menschen im Königreich, die 10 Jahre darauf gewartet haben, dass sie wiederkommen, sie jetzt schlecht behandelt haben, weil sie sich einfach für 10 Jahre verpisst hat, um Goblins zu bimsen. Ach ja, wir sehen die Analogien, ne? Die böse Menschheit, die einfach nicht versteht, dass die Goblins ja einfach nur andere Kultur haben und gar nicht böse sind und dass man die doch akzeptieren kann, so wie sie sind. Es ist vor allem vor dem Hintergrund, was diesem Mann bereits alles glaubwürdig vorgeworfen wurde. Aus meiner Sicht glaubwürdig vorgeworfen wurde. Wofür er schon Anzeigen kassiert hat, die leider Gottes im Sande verlaufen sind. Ne? Vor diesem Hintergrund noch mehr ist so eine Geschichte einfach dermaßen drüber. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier irgendwann mal wieder zu was kommen, was mit Goblins nichts zu tun hat. So. Ach ja. Weil du sagst, so krass schlecht, findest du deine eigene Geschichte schlecht? Ah ja, das hat er gesagt, ja, irgendwie wäre scheiße. Keine Ahnung, vielleicht hat er einen kurzen, hellen Moment gehabt. Es mag möglich sein. Oder wie darf ich Nee, schlecht finde ich, habe nicht gesagt, ich sagte nicht schlecht, ich sagte krank. Krank? Okay. Ja, weiß ich nicht. Ja. Kann man synonym verwenden, schlecht und krank. Okay. Naja, gerade solche Sachen, ne, gerade solche Geschichten mit so sexuellen Inhalten, gerade wenn es auch um speziesübergreifende sexuellen Handlungen geht, wird es ja gerne mal. Rainer, das speziesübergreifende ist das geringste Problem an deinen Geschichten. Die widerliche Stockholm-Syndrom-Bimserei, das ist das Problem, Rainer. Wird es ja gerne mal negativ dargestellt. Aber ich höre dich. Es wird negativ dargestellt. Rainer, was kann ich denn an diesen Geschichten positiv darstellen, Rainer? Was? Ich höre es kaum tatsächlich. Ach, warte mal, das wächst noch, ne? Wächst es noch? Das wächst doch nicht. Da ist doch nichts gepflanzt, oder? So, was machen wir denn da mal hin? Eigentlich müssten wir ganz dringend Flachs anpflanzen. Flachs wäre schon wichtig, ja. Ich pflanze mal Zwiebeln an. Was pflanzen wir noch an? Rote Beete haben wir keinen Samen, ne? Karotten können wir mal anpflanzen. Karotten gehen, glaube ich, nur Winter. Naja, es stand hier gerade, dass ich es anpflanzen kann. Also. Ja, denn jetzt ist wieder das mal wieder so ein Null-Video. Na gut, da kriegen wir wenigstens schnell die Scheiße hinter uns. Ich mach wieder Pause, Leute, es tut mir fürchterlich leid. Jetzt ist wieder Gaming-Geblubber. Ich glaube nicht, dass in diesem kompletten Leak irgendwas halbwegs Substanzielles drin war bisher. Ja, Leute. Fazit, ihr seht es am Hintergrund. Es war dasselbe dämliche Ding. Die haben dann zwischendurch nochmal gedaddelt. Das war Brunst langweilig. Dann hat er erzählt, dass eigentlich alles krank ist, was er hier tut. Und hat nochmal andere Viecher. Die Dödelformen von den einzelnen Viechern sind ganz, 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 ganz wichtig. Und ja. Zu meiner Enttäuschung hat ihm das Bärchen nicht irgendwann zwischendurch verbal die Prügel ausgeschmissen und ihn gefragt, ob er eigentlich noch alle beieinander hat, weil das wäre durchaus angemessen gewesen bei dem ganzen Bullshit, den er da wieder verzapft hat. Aber es ist, wie es ist. Sind wir schneller weiter mit der Nummer hier. Wir sind jetzt schon bei Video Nummer 20. Handwerkerlord als Quadrologie. Eine Sekunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber rein und ich sehe hier in den Timestamps, das mit der Handwerkerlord fängt bei Minute 20 an. Gehen wir da, es könnte wieder Gezocke noch sein und Goblin-Gelaber, schauen wir mal. Die Handwerkernummern hätte ich dann ein neues Video angefangen, scheißegal, ob wir jetzt hier schon bei der Pflichtstunde sind oder nicht. Aber das mache ich direkt im Anschluss, also
Kommt dann auch zeitnah, hoffentlich, so YouTube will. Weil da ist ja komplett andere Gesinnung, was das Thema angeht. Ja, das mache ich immer. Nur leider mache ich mir auch zu viele Gedanken. Nein, Rainer, du machst dir zu wenig Gedanken. Also du machst dir zu viele Gedanken über die falschen Dinge, Rainer. Du machst dir Gedanken darüber, welche Himmelform die Viecher in deinem Vergewaltigungsuniversum haben. Ne? Und nicht, ob die Geschichten, die du da verzapfst, grundlegend krank sind und ob du in Behandlung gehörst. Darüber hättest du dir Gedanken machen sollen. Und leider passt vielen meine Art zu denken und meine Überlegungen nicht. Warum nur, Rainer? Wo könnte jetzt das herkommen, dass die Leute das nicht so gern haben? Ne? Was du da an Überlegungen ins Internet gesprühschisst hast. So schlimm? Naja, du musst es mal so sehen. So schlimm, fragt sie. Alter. Für viele sind es halt, für vielen geht es halt in die Richtung der Sodomie und so weiter, ne? Was natürlich wieder abartig wäre. Ja, Rainer, das ist... Es geht in die Richtung, oder? Hier, ich habe euch die Nummer dieses Mal erspart. Wir hatten die auch schon mit irgendeiner Zentauren-Frau, die auch von den Goblins irgendwie, ne, gezwungen wird. Und das geht so in die Richtung, Rainer, ja. Möchte man fast meinen. Das ist halt ein bisschen so. Gerade die Hater machen sich halt über sowas gleich lustig und gehen halt gleich. Ja, das ist ein Coping-Mechanismus, Rainer, dass wir uns darüber lustig machen. Eigentlich ist es entsetzlich, ne? Entsetzlichen Dingen mit Humor begegnen, das ist rein menschlich, Rainer. Ab und keine Ahnung. Das ist schwierig. Wie lange schreibst du denn eigentlich schon an deinem Buch? Ich alles, also das Königreich, Garten Eden und Metal Dimension, was nochmal eine ganz andere Story ist. Was ja ein ganzes Buch ist und keine Kurzgeschichten. Genauso wie Garten Eden. Das sind Bücher, die habe ich alle im letzten Jahr angefangen, beziehungsweise die Kurzgeschichten und so weiter. Ja, weil es da langweilig war, Rainer. Und eine Tiggedy Streamen ist, ne? War's dir einfach zu langweilig in der Nazi-Kaschemme in Zobis. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Die Kurzgeschichten, beziehungsweise das Buch Der Jäger, ist dadurch entstanden, dass ich dass das dir mehr oder weniger aus dem Arsch gezogen hast, während du es das erste Mal den Bärchen erzählt hast, Rainer. dem Buch Metal Dimension über Goblins angefangen habe zu schreiben und halt gemerkt habe, ich würde gerne eigentlich eine Geschichte machen, wo es ein bisschen mehr um das Thema Goblins geht, was aber mehr auch ein bisschen um dieses Thema mit Vergewaltigung und so weiter und so fort angeht. Ja, Rainer, wenn du das merkst, ne, also dir kommt dieser Gedanke, ich würde das gerne mehr schreiben und vor allem mit mehr zu diesem Thema. Das sollte wirklich die allerletzte Red Flag sein, die dir sagt, oh fuck, in meinem Kopf stimmt irgendwas nicht. Ne? Ich habe massiv ein Ei am Dach und mehrere Schrauben locker. Ich glaube, ich muss zum Vogaldoktor gehen. Irgendwas läuft hier gewaltig scheps. Also so ein bisschen in diese Richtung eben. Und jetzt bin ich in der Sackgasse gelandet. Ja, Story of your life, Rainer. Du bist in der Sackgasse gelandet. Ich hoffe, dass ich hier gleich drauf gehe, wenn ich nichts zu trinken habe. Auf jeden Fall geht es dann in die Richtung, dass ich daran halt angefangen habe, so über die Bestiarien, da habe ich dann angefangen, die Bestiarien-Einträge. Die habe ich schon beim Garten Eden, habe ich angefangen, Bestiarien-Einträge zu schreiben. Das war ja das erste Buch sozusagen aus den 3 verschiedenen Büchern. Dann habe ich mit Metal Dimension zwischendurch angefangen. Es gab sogar noch ein drittes Buch, Hellway. Das ist noch ein bisschen, eigentlich heißt das Buch Die 7 Kreise der Hölle. Ist also im Prinzip das Gegenstück tatsächlich zu Garten Eden. Ist geklaut, ne, von Dantes göttlicher Komödie, aber natürlich nicht vom Buch, ne, das er ja gelesen hat. Haben wir gelacht. Und er hat das, ne, er hat das Xbox 360 oder PlayStation 3 Spiel damals, ne, das hat er gespielt. Genau. Das ist das Gegenstück zu dem Garten Eden. Und da habe ich dann halt angefangen, auch einen Bestiarium-Eintrag zu schreiben oder Bestiarien zu schreiben. Und habe dann bei den Goblins halt gemerkt, ich möchte die Goblins mehr so ein bisschen, wie kennst du den Anime Goblin Slayer? Ich habe gehört, aber ich habe ihn noch nicht angeschaut. Ich habe auch gehört, Leute, ihr habt mir das sehr viel drunter geschrieben.
ne, dass er sich da hat inspirieren lassen. Ich will den dann auch gar nicht sehen, weil ich von der Scheiße schon genug habe, die er da, ne? Leider Okay. nein. Also Goblin Slayer fängt halt im Prinzip damit an, dass halt eine Gruppe von 3, 4 Abenteurern, die gehen halt zusammen mit einer Priesterin auf Goblinjagd so und werden dann halt überfallen in einer Mine, wo die Goblins hausen, weil sie zu überheblich sind und zu sehr glauben, dass sie halt die Goblins mit Leichtigkeit abmurksen. Und am Ende stellt sich aber heraus, dass sie das halt nicht geschafft haben und ja, eine von den Frauen wird verletzt und vergewaltigt vor der Priesterin. Eine andere wird getötet, genauso wie der Junge, der dabei ist, der Krieger, wird getötet und dann kommt halt Goblin Slayer und metzelt halt alles ab von denen. Ähm, genau, und daran ist es halt auch ein bisschen stark angelehnt. Ja, ein bisschen stark angelehnt ist ein schöner Euphemismus für größtenteils geklaut und noch ein bisschen perverser gestaltet, ne? Also größtenteils geklaut und noch ekelhafter gemacht. Großes Kino. Das, keine Ahnung. Wenn ich so ein China-Knock-Off auf Temu bestelltes iPhone nehme und anstatt das so schon Schrottprodukt so zu verkaufen, schmier ich es vorher noch mit Scheiße ein. Oh Gott, ich glaube, ich werde jetzt gleich draufgehen. Nein. Aber scheiß drauf, ich habe genug Kohle dabei. Okay. Also ich habe jetzt genug abgebaut, glaube ich. Ich bin noch im Schuppen unterwegs. Also die Mine hier ist echt gigantisch. Ja, du bist durstig, schon klar. So, ich bin wieder draußen und ich habe wirklich viel abgebaut. Also die Mine hier ist echt gigantisch. Das wäre natürlich noch praktisch, wenn ich irgendwo was zu trinken hätte. Genau. Ja, und so sind halt die Bestiarien entstanden für das Buch. Und Yeah. Metal Dimension ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist ja nochmal eine ganz andere Story. Das ist ja eine Gesamtgeschichte, also ein richtiges Buch, was auch als Buch geplant ist, wo es nicht um Kurzgeschichten geht. Ja. Renner, du hast Metal-Verbot. Ne? Um das nochmal hervorzuheben, du hast Metal-Verbot. Das ist auch echt heftig. Also finde ich heftig. Noch heftiger als jetzt das andere, was du mit mir Noch heftiger jetzt vielleicht nicht ganz. Das kommt aber auch auf die Definition von heftig an. Also es Ja, Rainer, ich glaube, da bei der Definition, da streiten wir uns auch schon, ne? Aber geht ja letzten Endes Metal letzten Endes, Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Dimension ist ja quasi ein Buch, also Metal Dimension. Metal Dimension, da geht es ja darum, unsere normale, moderne Welt. So. Und da kommt dann von heute auf morgen einfach die Situation auf, hey, wir fänden es witzig, wenn wir einfach hergehen und die Scheiße bauen. Welcome to Metal Dimension. Als Metal-Dämonen und Metal-Götter, wir reißen jetzt einfach die Macht an uns und stürzen die moderne menschliche Zivilisation, also die andere Dimension sozusagen, in den Untergang. Und ja, hört sich behindert an, Rainer. Und hör auf, die Metal-Szene mit deiner Anwesenheit zu beschmutzen. Lass uns in Ruhe. Schreib Schlager dein Menschen. Kannst machen, was du willst. Gehen dann her und vernichten quasi einen Großteil der Menschheit. Also die fahren quasi herab aus der anderen Dimension. Da erscheint am Himmel, auf der ganzen Welt erscheint ein riesiges Portal, also mehrere Portale, riesige Portale, aus denen dann plötzlich halt Dämonen, Riesen, Teufel und so weiter herabsteigen. Und auch die Engel und so weiter kommen dazu. Also die Engel aus unserer Welt und so weiter. Und ja, keine Ahnung, wo er das jetzt wieder geklaut hat. Da gibt es diverse Sachen. Keine Ahnung, bei Avengers war es so ähnlich. Schieß mir ins Knie. Ne, gibt's genügend Gelumpe, wo er das hat klauen können. Entsteht dann eine riesige Apokalypse, aufgrund deren halt extrem viele draufgehen. Bis auf ein paar wenige. Und da gibt es dann die sogenannten Gaben, die einige wenige Menschen haben. Und diese Gaben verleihen halt ganz besondere Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich das halt Stück für Stück auch weiter. Ja, auf jeden Fall. Hat ja auch eine ganz tiefgründige Story. Es fängt ja damit an. Extrem tiefgründig, Rainer. Alle Storys, die du mir bisher erzählt hast, in dieser ganzen Scheiß, fürchterlich tiefgründig. Ne? Ganz ehrlich, jemand, der einen Master in Germanistik hat, kann das nicht ordentlich begreifen und die Tiefe deiner Storys überhaupt nicht fassen. Ne? Sind wir alle überfordert damit. Ist ein ganz besonderer Mensch. Das ist der Hauptcharakter, den ich wie üblich aus Mangel von Ideenreichtum einfach Rainer genannt habe. Er geht halt. Das ist auch geil, ne? Der große Autorenlord. Jeder Hauptcharakter heißt einfach Rainer. Ne? Ich weiß nicht,
wie es bei euch war, aber früher, wie wenn wir auf dem Super Nintendo irgendwelche Rollenspiele gespielt haben, wo du den Charakter benennen kannst. Ey, niemand von uns hat doch da seinen richtigen Namen genommen, oder? Entweder haben wir uns irgendwas Infantiles einfallen lassen, irgendwie wie Ass oder so. Oder wir haben uns irgendwas Cooles einfallen, also was wir gedacht haben, das cool ist. Oder wir haben irgendwelche, keine Ahnung, Charaktere von unseren Lieblingszeichentrickserien genommen, Saber Rider oder so ein Shit. Ja? Aber nur die dümmsten Arschlöcher haben tatsächlich einfach ihren eigenen Namen eingegeben. Er steht halt am Morgen auf, geht dann zum Dumme. macht sich dann fertig, geht zum Duschen, geht danach zur Arbeit, ist aber in einer Situation, dass er halt da, wo er arbeitet, in einem Handwerksberuf von seinem Chef erstmal dumm angemacht wird. Dann wird behauptet, also sein Chef behauptet dann oder sagt dann, dass die Sekretärin, die wiederum er die ganze Zeit immer fickt, was irgendwie die ganze Firma weiß, und die halt voll busig und auch echt gut aussieht, aber halt extrem arrogant ist, behauptet, dass Schön, dass wir keine Klischees bedienen, Rainer. Die Sekretärin, die vollpustige Sekretärin, die mit ihrem Chef schläft. Wie heißt sie? Monika? Hello, Miss Lewinsky? Was? Ach, come on. er sie die ganze Zeit sexuell belästigen würde, was er aber dementiert und was er halt dementieren kann. Dann kommt aber Also sein richtiger Dementor. Ne? äh, Sorry. Chef hat, der sagt so, ja, ne, muss man halt mal gucken, ne, wie man da jetzt mit umgeht. Dann Mal schauen, wie wir das am schlausten machen. Wie wir das am besten angehen. Datum, Wetter, Uhrzeit. Da hat er gesagt gehabt. Ne? muss er zur Arbeit. Dann hat er, und das ist eine Sache, die wird gerne übrigens gemacht, das wird gerne unter den Tisch gekehrt. Habe ich auch selber schon Unter den Teppich, einer. Man kehrt etwas unter den Teppich. Erfahrungen gemacht, kann ich auch gerne mal darüber erzählen, wenn du möchtest, falls dich das interessiert. In einem Handwerksberuf kommt das ist nicht immer der Fall, ne? Also es ist ja nicht so, dass das bei jedem der Fall ist. Bei mir war es halt der Fall und Rainer, du hast keine Ahnung von irgendwelchen Handwerksberufen. Du hast noch nie in einem Handwerksberuf gearbeitet, Rainer. Du bist von der Zeitarbeit zu irgendwelchen Dulli-Firmen geschickt worden, um die allerdulli-haftesten Dulli-Aufträge zu arbeiten zu machen. Und dafür warst du zu dumm und deswegen haben die dich jedes Mal wieder nach Hause geschickt. ich kenne auch ein, zwei andere Fälle. Darüber wird aber nicht groß gesprochen. Und zwar ist es das so, dass dass die, ich packe hier mal das gebratene Fleisch dran, weil es scheint hier Ja, pack das mal rein, das gebratene Fleisch. irgendwie zu wenig Fleisch zu geben. Und ich packe hier auch mal die Eier rein. Wir sollten sowieso mal gucken, dass wir jetzt auch mal jemanden für die Küche finden. Und wir müssen ganz dringend mal gucken, die brauchen irgendwelche Werkzeuge. Was fehlt denn aktuell? Da müssen wir immer ein bisschen drauf schauen, ne? Die Kräuterhütte hat keine Personen. Die ist übrigens im schlechten Zustand. Wir müssen auch mal die Häuser überprüfen. Ich gehe mal die Häuser mit dem Hammer ab. Weil wir müssen ja immer schauen, dass die Häuser auch repariert sind, ne? Ich schlage mal mit dem Hammer aufs Haus ein und schauen. Wenn es zusammenbricht, dann hätten wir es reparieren müssen. Geht das gar nicht? Ach, das geht nur, wenn es rot ist, glaube ich, ne? Das zu reparieren. Ich weiß gar nicht, haben wir aktuell Schäden an den Häusern? Sieht nämlich nicht so aus. Ja, Rainer, deinem Urteil würde da nicht sonderlich vertrauen. Erinnern wir uns an das Dach der Bulldog-Halle, ne, das sich so abgesenkt hat, wo die Risse dann oben am Giebel waren. Und die Leute haben ihm gesagt, Rainer, ich habe Fotos von deiner Bulldog-Halle gesehen, Digga. Du musst da das Dach abstützen, das bricht da zusammen. Mein Dach ist stabiler als alle Dächer von alle Haters auf der ganzen Welt zusammen. Ne? Da kann der Meteor, Atombombe, sonst irgendwas drauf einschlagen. Im Leben passiert da nichts, die haben alle keine Ahnung. 2 Tage später ist das Dach eingestürzt. Aber ganz ehrlich, im Rainers Klüterkopf ist das auch irgendwie wieder die Schuld von den Haters. Ne? Auf magische Art und Weise haben wir einfach von innen die Bausubstanz zerfressen. Und ihn daran gehindert, das Dach abzustützen und vielleicht richten zu lassen. Aber haben wir uns keine Vorstellungen. Die reine Information darüber, dass das Dach einer gründlichen Reparatur bedarf, war ja für Rainer vollkommen irrelevant. Was hätte es ihm gebracht, auch wenn er es ernst genommen hätte, die Barre, um es reparieren zu lassen, hat er eh nicht gehabt. Aber vielleicht
irgendwie auf die Amazon-Liste so eine Metallstütze, ne? Kennt ihr die, mit dem man sowas abstützen kann, das wenigstens nicht direkt zusammenbricht? Das zeigt es aber, glaube ich, eher an. Brauchen wir irgendwelche Werkzeuge? Also die Mine hat Erträge, aber wir haben tatsächlich im Moment in den Minen ohnehin nichts drinnen. Keine Arbeiter, deswegen bringt uns das ohnehin gerade nichts. Steine lasse ich aus der Mine mal raus, ne? Brauchen wir nicht. Ich mache mal 20 Salz, 25 Kupfer, 25 Zinn und 30 Eisen. So, und wir müssen jetzt mal gucken, wie schaut es mit den Quests aus? Hast du da jetzt, bist du da weitergekommen? So, ich werde mal eben gehen und Kohle holen. Und dann werde ich die Tonkrüge herstellen, dann können wir die Tonkrüge nämlich mal verscheuern. Sehr interessant, Rainer. Sehr, sehr interessant. Können wir auch die Quest gleich abschließen. Achso, die Metal Dimension. Also so, Ja, bevor wir es vergessen, die Metal Dimension, die ist wieder ganz wichtig. dass die Metal-Götter und die Dämonen und Teufel und Engel halt vom Himmel herabsteigen oder halt aus der. Also wenn ich von irgendjemandem das Wort Metal-Götter höre, der nicht der nicht irgendwie in einer Power-Metal-Band aus den 80ern oder 90ern spielt, dann da kriege ich Hasslatte. Anderen Dimension herabsteigen. Einige aus unserer, einige aus der anderen. Und halt die Menschheit ausrotten, à la Apokalypsen-Style. Und halt richtig die Apokalypse über die Menschheit kommt, so bis auf ein paar. Yo, Alter, wir rotten die Menschheit aus, aller Apokalypsen-Style. Kringe, Rainer, Kringe. Wenige. Es bilden sich dann im Laufe der Geschichte verschiedene Stämme. Und der Anführer der grünen Schattenrose ist quasi dann die Figur, die meinen Namen hat, also die Hauptfigur. Und hat unter Grüne Schattenrose, Alter. sich dann mehrere mit den Gaben. Und das ist einzigartig, weil Gaben normalerweise ihre eigenen Stämme gründen. Aber aufgrund der Umstände des ersten Treffens entsteht halt zwischen denen, also die bewundern halt sein Verhalten, und respektieren ihn und ja, schließen sich halt kurzerhand einfach. Übrigens, in Reiners Büchern wird dieses Goblin-Verhalten auch bewundert. Ne? Also er hat ja vorhin erzählt, noch der Hobgoblin, der es geschafft hat, die Zentauren-Mulle zu schwängern, um den Goblin-Lord zu zeugen. Dem haben sie eine Statue gebaut, weil er der beste Sexualstraftäter vom ganzen Stamm war. Kannst du dir nicht ausdenken. Nach ihm an. So, und so entsteht quasi die Situation, Die entsteht, ist wichtig. dass hier, dass er eben dann über eine der größten Gilden sozusagen verfügt, über eine der größten Clans. Und Alter, wie viele Bögen habe ich bitte? Wieso habe ich 3 Bögen im Inventar? Alter, was habe ich denn alles einstecken? Warum fällt mir das nicht auf? Ich sollte vielleicht keine Eisenäxte und so weiter verkaufen, ne? Die sollten wir vielleicht lieber aufheben. Die Fischerspeere die sollte ich alle mal ins Inventar packen. Steinmesser allerdings brauchen wir. Erst beschwert er sich, dass sein komplettes Inventar mit Schrott vollgemüllt ist und er müllt das weiter mit mehr Schrott zu. Gaming-Profi Rainer Winkler. Nicht wirklich. So, die Schuhe können weg. Wieso kann ich die? Achso, war die wieder. Die Schuhe sind nicht das Einzige, was weg kann, Rainer. Achso, warte mal. Hast du wieder. Du hast mich. Du hast mich. Hast du wieder Hopfen? Hä? Ach, hast du die Quest abgeschlossen? Nee, Hopfen hasse ich nicht. True. Achso, warte mal, wenn ich schon hier bin, der hatte doch Tonkrüge gewollt. Tonbecher, Tonflaschen, Tonfläschchen, Tonkanne, Tonkrug. Was wollte der? 5, ne? Was? Hast du noch eine Quest mit einem? Einen müssten wir im Lager haben. Müsstest mal gucken. Außer habe ich den dabei? Nee, der müsste im Lager sein. Okay, also der hat hier keine Dinge mehr, aber ich bring mal Wolle mit. Achso, warte mal, ich gebe mal gleich die Quest ab mit der. Wo ist unser Fuzzi? Wo bist du denn? Nicht du. Nein, nicht du. Okay, hier Jage 6 Wölfe, das kriegen wir hin. Hechte brauchen wir 15 Stück und Kalkstein 16 Stück. Nee, ich meine, wo ist der Typ? Ach da. Für die Steuer. Okay, damit haben wir das abgeschlossen. Jetzt muss ich kurz die Quest annehmen. Ist das auch bei mir hier? Wo ist denn Ist es nochmal um Metal Dimension oder ist das wieder nur Zocken-Dulli-Geplapper? die Quest? Natürlich ist die wieder 200 Kilometer. Ach nee, warte, die kann ich. Ich schaue mal. Ich habe hier in den Timestamps, dass jetzt bei 20 Minuten mit der Handwerkerei losgeht. Ich schaue, ob jetzt hier in diesen 9 Minuten noch was drin ist. Und ansonsten beende dann gleich das Video und dann macht das nächste Video, fangen wir mit der Handwerkernummer an. Ne?
und überspringen alles, was mit Gaming zu tun hat. Ja, eine Sekunde. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es war jetzt wieder nur Gaming-Geblubber. Ich bin jetzt da, wo er jetzt über Handwerken anfängt zu schwadronieren. Ich bin aber der Meinung, das ist ein guter Start fürs nächste Video. Dann haben wir in diesem Video die ganze Goblin-Scheiße jetzt hinter uns gebracht, in der Hoffnung, dass dann im nächsten Video wieder ein bisschen besser wird. Das ist immer so auf und ab mit diesen Leaks. Aber ich bin zuversichtlich, dass jetzt vielleicht ein wenig, kleines bisschen besser wird. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.